Der Prison war an den letzten Deeg nees an der Aktualität. Den 7. Juli hat man den Zit von RTL gelesen, dass der Prisonnier, der von 3 Uhr auf Straße transferiert, wie nicht Männer wie 6 Leute vom Personal verletzt hat. Und dass der Prison auch überfüllt wird und noch zu warm am Sommer, dass den überhitzt ist. Und dass es auch mittags zu Rebellionen kommt am Prison. Die rezent Gewalt gegen Giesterscher, besonders auch den Ugriff vom 29. Juni, sind anscheinend auch zum Teil durch einen akuten Personalmangel zu erklären. Die sieht in meiner Introduktion sich schon eine Reihe Frohen, vom überhitzten Prison bis zum Personalmangel. Am hören auch, dass Giesterscher sich beklagen, dass nicht genug über Menassen gegen sie oder Member von ihrer Familie informiert gehen. Gut Neuigkeiten sind aber die Abführung von Drogen hin, und auch Aussagen, die darum Radio gemacht hat, dass Giesterscher sollte besser equipiert gehen. Wir haben aber da bis noch nicht Konkretes hören. Wir machen uns als ADR darüber ganz viel Sorgen. Die Zustände an unserer Prison scheinen uns nicht akzeptabel zu sein, und wir wollten, du willst eine Reihe Frauen und Regierung richten, speziell aber haut über die Giesterscher an ihren Beruf. Und ich will aufhängen mit der Sicherheit an der Formation von den Giesterscher. Herr Präsident, ich weiß, Dauer funktioniert nicht. Ich weiß also noch nicht, wo ich dran bin. Ja. Für uns also, ich will aufhängen mit der Sicherheit und mit der Formation von den Giesterscher. Das für uns die erste Frage, wenn ihr gesagt wie die Zustände sind am Prison, ob die nicht verbessert gehen. Und für allem, dass sie keine Kuren haben, wie sich selber zu verteidigen. Wir hatten Gespräche auch mit ihnen, wir waren verwundert, wenn wir gewohnt sind, dass Leute, die aber potenziell immer in einer gefährlichen Situation evaluieren, an ihrer Ausbildung, keine selber Verteidigung lehren. Das ist sicher eine reine Zivilformation, kein Kampfsport, kein spezielles Training, für auf Gefahrensituationen so können zu reagieren. Und so können sich ganz viele Fragen stellen, wenn Sie zum Beispiel einen Prisonnier an Spidol begleiten, den dann eine Tentative d'Evasion möchte, da stellen sich direkt eine ganze Reihe erstens von Ausbildungsfragen, wie können Sie überhaupt damit umgehen, wie auch von legalen Fragen. Und das an Eisenbahn ganz wichtig für die Beamten, rechtlich aufzusichern, was sie sich müssen wehren, respektive Prisonnier festhalten. Das zweite ist die Frage, ob es opportun ist, das ist ein ganz allgemein froh, für die Giesterscher als zivile Korps zu sehen oder wenn sie nicht sollt an Force Publique integrieren. Das hat eine ganze Reihe Konsequenzen, weil es gibt ja auch Gespräche darüber, dass der Gefangenentransport zum Beispiel sollte nicht mit der Polizei gemerkt werden, mit den Giesterscher, aber eine Zivilverwaltung wie die Giesterscher, die hat auch kein Blue Luft in dem Auto, die haben absolut auch da kein Moyen. Das heißt, dass das schon etwas mit sowohl Polizei ging interessieren wie potenziell auch die Giesterscher, mit das ging aber auch eine ganze Reihe von statutarische Konsiderationen mitzuspringen. Eine dritte Frage geht hier Waffen oder andere Hilfsmittel, die sie zur Verfügung haben, die hat ja angekündigt, du willst darüber nachdenken. Was könnt ihr froh sind, dass Elektroschocker, das Pfefferspray, was können die überhaupt Schutzkleidung, auch wie ich auch froh, aber wie vergleicht sich das par rapport zu dem, was wir im Ausland tun, an Prisonen. Ein ganz wichtiger Punkt an uns an, also dass die Giesterscher müssen eine Dienstnummer haben, wenn sie prozessieren. Am Blick, wo man auch ganz verwundert wie gewollt zu gehen, dass wir juristisch Affäre sehen, dass die Giestchen an einem Dossier, wo ihr aber einer Gefahr ausgesagt als hin oder seine Familie, dass da keine Nummer sind, mit dass man Nummer an Adresse an den Dossier figuriert. Das ist natürlich ein enormes Risiko für die Leute. Und ich meine, die Justizminister können direkt intervenieren. Da wird Karriere angeht, da muss ich auch sagen, dass das nicht einen direkten Zuständigkeitsbereich, das ist der Kollege von der Fonction Publique, mit Go bei einer pure Karriere beim Staat, aber Gespräche um eine Revalorisation. Ich denke, ein Briefträger zum Beispiel, aber ich denke natürlich auch an Giesterscher, wo lange darüber geschwärzt gehen, dass auf Berufsbild nicht mehr evaluieren, Karriere mehr attraktiv gehen, und noch eine Revalorisation von der Karriere misst geschehen.
Das hängt auch davon auf, was die Gisten eigentlich als Berufsbild und als Evolution von der Karriere über sein ganzes Berufsleben hat. Es wäre sicher interessant, an unseren Ende, wo wir auch könnten, mehr ersetzen für Integrations- und Reinsertion an Gesellschaftsaufgaben, wann der Prisonnier seine Zeit aufgesetzt hat. Die Gisten ist auch eine Vertrauensperson, wie verschiedene Prisonnier. Aber wir denken, wir sollten vielleicht hingehen, für irgendwie nie am Laufe der Karriere vom Gisten auf einen Punkt zu kommen, wo man hin wirklich mehr Sozialarbeit sollte gehen, an die Transition vom Prison an der Leben draußen mir Licht machen, wie das eben nicht so Situationen könnt, als der Zeit ist, wie das dauert nicht lebt. 5 Minuten 24. Ja, das ist 3 Minuten 40. Ja, das muss ich spielen, muss dauert lebt, da weiß ich nicht, wohin drin ist. Das schließt nicht auf mit der Frage, weil das wirklich an uns ganz wichtig, dass die Leute, die an Prison schaffen, die auch, wie gesagt, Dax eine Vertrauensperson wie Prisonnier sind, eventuell auch beruflich gingen so ausgerichtet gehen, dass sie die Transition zwischen dem Leben am Prison und dem späteren Leben dabei könnten begleiten. Ich so nicht merci. Merci, Herr Kartheiser. Die Regierung hat das Wort. Wir haben natürlich die Sicherheit von den Agenten, die am Prison arbeiten, extrem seriös. Und das, was die letzten Wochen passiert, dass vor allem den einen Tischefall die Woche enquêtiert und sind auch direkt Mesuren ergriffen gehen. Ich komme nach Dono zurück, wenn ich dann auch irgendwann weiß, wie lange meine Zeit hier lebt, Herr Präsident, weil ich gesehen das nicht. Merci, Madame Ampa. Das ist gut, Madame, da gehe ich bestimmt sitzen, Herr Kartheiser. Gut, vielleicht zu den Ausstellungen. Wir haben 2018 sind 206 Agents pénitentiaires angestellt gehen. Das sind angestellt gehen, natürlich für dich mal als Kompensation für die, die an Pension gegangen sind, auch für die, die momentan an der UNISEC detachiert sind. Und dann natürlich am Hinblick von der Ouverture vom Osterhof. Ich weiß nicht, Herr Präsident, das relativ viel Comedy bannen und Leute nicht interessiert. Ja, das sind verschiedene Leute, die kommen richtig dran und dann steuern sie direkt, da müssen sie Mäue suchen, da müssen sie Geschichten von Göster erzählen. Das ist das viel besser, dass wir dann die Pause machen und dann bannen wir ruhig. Merci vielmals für das Verständnis. Merci, Herr Präsident. Also, zu den Zahlen. Aktuell gehen 300 Agents pénitentiaires am CPL gebraucht, 260 am CPU und 41 am CPG. Und am Ganzen hat die Administration pénitentiaire ein Total von 442,6 ETP just für die Agents pénitentiaires. Die Rekrutmentsprozedur über die letzten Jahre gelaufen ist natürlich durch die Covid-Zeit reduziert gehen, weil die Leute müssen ja an Prison integriert gehen, müssen da schaffen, müssen angeleiert gehen. Dafür sind die Wellen mehr losgemacht gehen, wie das eigentlich geplant war, dass immer nur 20 Stagiären da waren, für eben die Sanitärmesuren auch zu respektieren. Also seit kurzem kann auch der große Saal, ich meine, die wird an der CPU auf den Osterhof gucken, seit kurzem kann der Saal auch genutzt gehen, für die Formationen zu machen. Für den Exerzice von diesem Jahr waren 3 Wellen von Rekrutment auf 4 gesehen. Da steht noch eng aus. Der ist fertig am September und da werden nach 45 zusätzliche Agenten aufhängen, wo man dann den Kader aufgeschlossen ist. Auch für den Numerus Clausus vom nächsten Jahr sind 55 supplementäre Agenten gefroht. Bon, den Amment gibt es doch natürlich noch ein paar andere Kontrakte, die da auch kennt vom Rest vom professionellen Leben. Es sind immer Leute, die Covid-bedingt an Isolation sind und dafür nicht können arbeiten kommen. Es sind eine Dose Gistischer, die längere Krankenschein haben und sind 19 nach aktuell an der UNISEC auch detachiert. Ich gesehen noch Zeit, die lebt. Merci. Voilà. Das ist die große Herausforderung, die natürlich ist, dass man die Agenten müssen so formiert gehen, für an den Osterhof noch integriert zu gehen. Und da sind natürlich auch die da vom Straße rübergehen, für dann zu schaffen. Aber von der Formation, die ist wirklich ganz divers. An sich, Herr Kartheiser, widerspricht sich ein bisschen, was er gesagt hat. Auf der einen Seite so, dass sie sollte mehr eine Sicherheitsarbeit machen, auf der anderen Seite so, dass sie sollte mehr eben die sozialpädagogische Arbeit
machen. Das ist ja genau das, was 2018 mit der Reform vom Prisungsgesetz geschieht ist. Das heißt, dass man eben gerade einen großen Akzent auf Präinsertion setzen, wenn der, ich gehe nicht an den Detail von den Kuren, die Angebote gehen, aber das geht wirklich eben, sind effektiv eine rutsch theoretische Sache, notamment Procédure pénale, Organisation judiciaire, aber auch Grundlagen von der Psychologie, Prisungsgeschichte, professionell Handeln, wie immer Radikalisierung, Sozialarbeit am Strafvollzug, und dann also aber auch praktisch Sachen, Premier Secours, Self-Defense sind auch Kurse für gesehen. Das heißt, es geht wirklich quer durch den Garten. Mit das ist ein Échange, den können wir gerne mehr im Detail die nächste Woche, und da kann auch den Herr Legilestadt gut erklären, wie sie das handhaben. Dann zu den Sicherheitsfragen, welches Material das sie kriegen, die Evaluierungen, ich meine, sie haben ja schon Material, aber da ist es so, dass geguckt wird, das ganz immer am Kader von der Self-Defense. Das heißt, es geht nicht darum, proaktiv Gewalt anzuwenden, es geht darum, dass sie sich können, so gut wie möglich verteidigen, wann das muss sein. Wir sollen noch die Situation nicht hoch stilisieren. Es war wohl ein Zwischenfall, aber das ist aber nicht so, wie wenn das die ganzen Zeiten der Fall wäre, weil man eben viel auf die ruhig Arbeit setzen. Aber wenn Krisensituationen sind, dann müssen sie können handeln. Und du hast dann eine Hierarchie, die viel gesehen hast, mit Handschellen, mit Tracken und eben auch Tränengas, die kann angesagt gehen, wo dann eine ganze Prozedur en place gesetzt wird, wie das kann benutzt gehen. Bon. Karrieresfrau sagen die immer ob können mir das wieder richtig so, da sagen die generell staatliche Niveau geguckt wird, wo nicht eng just speziell op Engspacht geguckt wird, mir wo die Funktion publik natürlich probiert immer den ganzen Staat am Überblick zu holen, und du auch probiert Leute aber bisschen à la même enseigne zu treieren, je nachdem wie Informationen nicht sind. Das ist auch vielleicht nach wichtigste Niveau vom Recrutement, den er so an die Luft gesagt gehen, der Tisch, es waren so 3 Jahre postprimär, und lo sind wir bei 5 Jahren sind 2018, sodass wir hier am Traitementsgruppe die sind, und auch die Formation über die Sicherheit, wo der für drin angeschwärzt hat, also sich dieselbe Center pro Jahr hat auch nicht aufgeholt. Das geht auch eine Zusammenarbeit mit der Police. Police ist effektiv da für den Gefangenentransport zu assurieren. Es gibt aber auch eine Reihe Aufgaben, die Police möchte, was beauftragt wird vom Untersuchungsrichter, zum Beispiel, wenn darum geht, Substanzen saisieren zu kommen, an der Prison. Da gibt es nach der Unité Spezial von der Police, die gerufen wird, wenn wirklich eine ganz komplizierte Situation an Prison ist, wo die Agenten dann nicht mehr mit ihren eigenen Moyens können agieren, und wo dann die USP gerufen wird. Voilà, ich weiß nicht, ob ich auf alle Erfragen geantwortet habe. Ganz kurz, weil ich meine, die Zeit war ja auch schon aufgedacht. Schon nach 2 Minuten. Ich wollte just denken, ob den Aspekt in der Karriere ankommt, weil das ist mal ganz wichtig. Ich sehe im Stück keine Kontradiktion, weil am Blick ist es schon so, dass Gichter schon praktisch von Anfang von ihrer Karriere bis zum Ende dieselbe Aufgaben holen. Das heißt, sie gucken wirklich für die Sicherheit am Prison. Und die Idee wäre sich, wie zu sagen, sie machen das eine Zeit lang, und dann machen sie eben mehr Sozialarbeit für die Reinsertion, wie auch das Berufsprofil dummer zu ändern, und eben weit mehr zu machen, wie das am Blick der Fall ist. Das wäre eigentlich die Proposition, die man wollte machen. Also muss ich gucken, die Leute, die gehen angestellt eben, wie ich gesagt habe, mit dem Niveau 5 Jahre postprimär, da sind eine ganz rich Formationen, die 4 sind, die schon relativ breit abgestaltet, wo der Sicherheitsaspekt ein Teil davon ist, wo aber auch den Teil Bekleidung von den Leuten, die am Prison sind, auch schon dazu gehört. Das heißt, muss ich schon gucken, welche Profil stellen wir an, welche Formation bieten wir da an. Das heißt, das ist eine Diskussion, die vielleicht ein bisschen weit feiert für eine Question élargie, die wir gerne können nach mehr im Detail feiern. Muss ich schon aber eine Linie umgehen, wie ein Beamten gerne hat, werden die Arbeiten sollen sind, die sie machen, und die sind schon ganz multiple. Das heißt, das nicht, dass es ein Rang
Guardianserbe, dass die do gelecht wird. Sie machen schon auch, sie sind eng Sozialkontaktperson von den Leuten, mit denen sie am Alltag do zu dienen haben. Und gibt ja auch Möglichkeiten an der Evolution von ihrer Karriere oder auch eine neue Perspektive, wie zum Beispiel die Hundsmeister, die ausgebildet konnte gehen, wo sich Leute gemeldet hatten, wo die Lomen auch ganz froh sind über den neuen Defi, die sich stellt. Also Situationen kommen ja immer auch am Prison ab. Voilà. Merci.